Haut sich dem Mr. Science am Gerd vu senger Bomi no frischem Gemäß, ders awer zu dieser Jahreszeit nimi ganz viel zu fannen. Schon aber nach ein Grumper fand. Ja, frischt Obst a Gemäß wie der Titan kriegt den Hautes ders zu all Jahreszeit, weil et Säier von überall am Flieger kann angeflug gehen. Früher war das aber nicht so. Durch den Lebensmittel, die am Sommer gewusst sind, müssen halen. Also ich weiß ja nicht mehr. Frisch Lebensmittel halen sich aber nicht allzu lang. Ja, effektiv. Aber guck mal, was passiert, wenn so Erdbeeren wie der Titan lange stehen lassen. Es dauert nicht lang, da Geseidene wie d'Erdbeer iwwerzeitig gëtt. Danach entsteht sogar Schimmel, bis es schlussendlich verdrischend. Me Joseph, wie wat ass dat dann so? Sobald eine Frucht gepleckt ist, stirbt sie löserlos auf. An Zellen an der Frucht, die zersetzen sich. Das gibt sogar noch viel mehr sehr gut, wie du nicht der Vitamin C. Der Vitamin C ist ein natürliches Konservierungsmittel, aber just ein paar Dich. Danach hat der Sauerstoff an der Luft den total zersetzt. Und dann sind Erdbeeren lauter Feinden schutzlos ausgeliefert. Bakterien und Sporen, die sind nämlich immens froh mit dem Wasser und den Nährstoffen, die freigesetzt werden. Bakterien, die vermehren sich und Sporen, die ziehen ganz lang für dem durch ganz Erdbeer. Oh, Joseph, ich gebe die Riesendinger nur zwar auch fertig. Die sind aber wirklich mehr klein, keine Angst. Wenn die Mikroorganismen überall sind, wie können Pflanzen sich da vom Faule schützen? Ja, Mikroorganismen wie die Heiten brauchen optimal Konditionen für zu überleben. Und dazu gehören zum Beispiel eine gut schuckliche Temperatur und natürlich Wasser, an dem sie können leben. Ah ja, dadurch klärt er noch, für was den Tiersfuhren also affriert. Genau, weil an so einer Truhe wie der Heiter und Bakterien wirklich nicht viel Möglichkeit für sich zu bewegen. Aber früher hatten die Leute aber keine Truhe. Also haben sie eine andere Methode gefunden, für die Lebensmittel zu halten. Ja, denn Mr. Science wurde sogar noch einen Keller gefunden, wo selber gemachten Konservelehrerin, viel Gebäßgläser wie gesagt, aber auch noch viel angemachten ganz frischen. Wow, ich habe sogar noch ein Glas Kiste gefunden, die wir schon gesehen am letzten Jahrtausend gepflegt gesehen. Joseph, und die sollen noch gut sein. Doch, aber gebe ich wetten. Weil die sind nämlich nur der Methode von Nicolas Appert angemacht. Den Herr den Konserven erfunden hat, war ein Franzos, den Nicolas Appert. Der Napoleon hat den damals mit einem dicken Geldpreis für seine Erfindung ausgezeichnet. Er hat gemäß an einem dichten Glas abgekocht. Mit Mr. Science, du willst das bestimmt selber weisen, ne? Ja, abkochen kann ihn so ziemlich alles. Ich habe zum Beispiel ein Glas Murten vorbereitet. Und da könnt ihr noch Wasser dabei. Dadurch kommt Luft aus dem Glas raus. Und da da auch den Sauerstoff. Der Sauerstoff den zersetzt Vitaminen. Und das will man natürlich nicht. Das Ganze wird mit einer Dichtung zugemäht, an einer Klammer festgemacht und dann an Wärmwasser gestellt. Das Ganze dauert bei Murten eine gute Stunde. Der Hützen möchte zwei Sachen. Erstens sterben alle Mikroorganismen auf. Und zweitens dehnt sich beim Erhitzen die Luft an unserem Glas aus und geht damit wenn dem Druck aus dem Glas raus. Beim Aufkühlen zieht sich die Luft zusammen. Durch Dichtung kann keine Luft mehr herangehen. Dadurch entsteht ein Innerdruck am Glas, den den Deckel dann anzieht und so uns Döppen hermetisch zumischt. Voilà, am Glas sind also keine Mikroorganismen mehr und können auch keine mehr kommen, weil das Glas ja dicht ist. Auch die Vitaminen, die bleiben, weil kein Sauerstoff mehr am Glas ist, die können Vitaminen zersetzen. Ich kann das Glas also mit den Murten dran ein paar Jahre halten. Okay, klingt ja alles ganz logisch. Oh, ich sehe gerade, du kannst aber noch Lust auf deiner Bumi hier kisten. Ja, ich muss ja beweisen, dass dem Nicolas Appert seine Theorie stimmt. Aber wenn ich logisch meine Murten holen, die ich gerade angekocht habe, da gibt es mir ja nicht Leben. Voilà, der Beweis, es war noch dicht, also müssen die Kisten noch gut sein. Bon, ich gebe sie nicht mehr unbedingt essen, sie haben immerhin schon 15 Jahre am Buckel. Aber bon, Joseph, du musst es ja wissen. Hatte ich keinen Gedanken. In 2 Wochen sehen wir als nächstes.
Joseph, an den zweite Kehr, den hast nicht für aufzuschlecken.